rocket strike was launched at a base housing U.S.-led coalition forces. Nearly 75 million Americans facing last flood risk today. Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region tonight marking 7 straight days of reported tornadoes decimating America's heartland. Late today, following the touchdown in Texas. Wir sind in Openboarunk met onze boodschappen. Something junt is al angst dat je een oud worden. Ver we met de time der is niet. En ik kan ook niet verspreken dat je niet worden. Maar ik geloof dat zijn zeer titel de timer. Ik weet niet wat zij je Nachrichten checken, maar in Israel is Krieg en dat wordt allemaal weer. Nu groot zaten ze waar op Noodland te zijn en luren bloß wat Iran wordt angegripen. En dan wordt het naar de nächste stap gaan van Krieg. Venezuela hadden ze woelen in de laatste tijd en grote aarde im land. Je hebt niks in Krieg, er wordt allemaal alle. Volgens onze wereld is onder trouble. En zo ik geloof de timer van Openboarunk, de timer van het eind. En dat is een titel, je timer zo te zijn. Ik heb je gezegd dat ik weinig gepredigt in mijn leven aan Openboarunk. Eenmaal weten dat zo zeer veel verschillende meningen hebben zijn. En dan heeft het al een strijderie manchmal. En dat waren we niet, maar we willen daarna reden van Jezus in tweede komen en dat we willen eruit zijn. Wanneer we besonders denken aan opene deuren. We leven in een wereld met deuren. En je hebt deuren aan je huis om ons te buiten houden. En we hebben deuren aan ons huis om onze kaarten buiten houden. Want je bent eenmaal wel een kaart kopen. We hebben een voor sale, $1000. Tja, je hebt een hond wat je wel van $1000 aantuschen. En dat, no, just kidding. We hebben nu gewoon. Maar weet je, we leven in een wereld met deuren. En zo doen we een klein beetje, een beetje later door van reden. Maar Jezus zegt Johannes, hij zal schrijven dat wat hij zijn heeft, dat wat nu is en dat wat er komen wordt. En dat is een beetje zo de outline kunnen we zeggen van Openboarunk. En deze chart zijn met bekend nu al van 7 kerken, 7 dingen in jeder kerk. Van der zijn we in Filadelfia. Eigenlijk wat we hier maken, dat was niets negatief gezegd over Philadelphia. Krijgt het van Smyrna, dat zijn we lang voorbij. Maar deze kerk, daar zegt Jezus niets negatief over deze kerk. En zo'n kerk waar we zijn, niet? Philadelphia is eenmaal wat het gebruikt voor broederlijke leven. Van daar hebben we een stad en een steeds heet Philadelphia. En dat wordt eenmaal den wat gebruikt. Dat is een mening van dat, maar zijn sommige andere. Maar allemaal deze kerk, de tweede laatste kerk. En heeft niets negatief te zijn. Dit land kort zijn ook al bekend met. De kerken zijn hier in deze gegend. Hier is Jeruzalem. Dit is waar Krieg is van daar, besonders met Libanon en nu vielleicht met Iran en zo'n dingen. Hier is Rome, so dat is een beetje dat Römische Reich. De kerken zijn hier. En ik heb immer wat hij zegt, en ik wil vielleicht nog maar, dat is dit is een kriegslinie. En zo deze kerken, Philadelphia, van daar wordt ook nog waar van reden, dat is een kriegslinie. Van hier ging informatie, uit in alle richtingen. En vielleicht is dat de oorzaak waarin Jezus zich deze kerken wählt. Wenn die Frau ist, wohin diese kerken. Aber wir wollen lesen in Openboarunk 3, Vers 7 Anfang. Wenn je in de Bibel haben, und die hatte alle mit, dat weet ik, wenn ich ein Papier dann empfange, aber sind ja mal leichter, vielleicht bloß, wenn wir verschiedene Übersetzungen haben. Das sagt, es steht an den Engel von der Gemeinde in Philadelphia schrieb. Das sagt der Herr, der war Hofja,
wenn David zijn sleutel heeft, die opmerkt en keiner merkt toe, en die toe merkt en keiner merkt op. Ik kan die woorden. Check, ik heb fertig eine opene deur aangesteld en keiner kon die toe merken. Willst du hast wenig Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast mein Namen nicht verloren. Check, ich merke, die, was dem Soten seine Synagoge, wollen sagen, sie sind Juden und sind nicht. Aber sie lehen, ich wollte merken kommen und verdienen Feit anbeten und zu erkennen, dass ich die gelebt habe. Willst du das Wort von meiner Geduld bewahrt hast, wo ich auch die bewahren von der Physik, wo ich auch die bewahren von der Versicherungsstunde, wo ich über die ganze Welt kommen wird, die zu proben, was auf Erden wohnen. Check, ich komme bald. Hol fast, was du hast, dass keiner deine Krone nimmt. Wer überwindet, wo ich zu einem Sterne merken in dem Tempel von meinem Gott, und der soll keinmal mehr rausgehen. Und ich war ab Abend den Namen schreiben von meinem Gott und den Namen von der Stadt von meinem Gott, dort näher Jerusalem, wo von meinem Gott in den Himmel raufkommt, in meinen Namen, in meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, laut am Hören, was der Jesus sagt zu den Gemeinden. Und so das ist, was wir auch wollen. Wir wollen horchen, was sagt der Jesus zu den Gemeinden. Und so, er fängt an in Vers 7, er sagt, und den Engel von der Gemeinde, da habe ich auch von geredet, das kann ein Engel sein, oder der Lehrer von der Gemeinde, was versteht nicht gleich. Und in Filadelfia, für die Stadt, oder die Kirche in der Stadt, und sagt er, das sagt der Helja. Und wird Gott wird in der Bibel festgestellt als heilig. Das ist ein paar Mal, einmal als in Jesaja Kapitel 6, wo ich hier nicht lesen, aber du schrien die Engel daran im Thron, die schrien heilig, heilig, heilig. Und einmal war das ausgelegt, dass was du isst und was du kämpft. Gott ist heilig in alle Stufen, können wir sagen, von der Vergangenheit, Zukunft, oder jenseits Zukunft. Luther in Kapitel 4, wo wir das wahre fängen, aber Gott ist heilig. Und so hier stellt Jesus sich, und wie man dann denkt, dieser Brief kommt von Jesus selbst. Das kommt nicht von Petrus oder Paulus, das kommt nicht mal von Johannes, ich meine, heißt geschrieben, aber das ist so geschrieben und so gesagt, dass das kommt von Jesus selbst. Und so, wenn du was weiten, wo denkt Gott über die Kirche, weil wir haben alle von Ideen über die Kirchen in der Welt und was die sind und unsere Oberkirchen, Lebenswasser, was immer alle. Und so, wenn wir mal horchen, was sagt Jesus selbst von der Kirche, im großen Ganzen. So, das kommt von dem, was heilig ist, dem, was wahrhaftig ist. Das sind zwei Wörter, die hier gebraucht wurden. Und das ist besonders das, was da wahrhaftig ist. Das, was nicht fake ist. Von der reden wir jedes Mal von Fake News. Und so heißt das Jendel von einem Heuchler. Ein Heuchler ist einer, der verjährt zu sein, was er nicht ist. Aber Gott ist wahrhaftig. Und so heißt das, was du wahrhaftig ist, nicht das, was du fähig ist, so zu sein. Und dann sagt er wieder, hat den David seinen Schlätel. Na, wisst ihr, Jesus war immer geprophezeit als die König, er hat David seinen Thron satt, das ist ein sehr bekannter Teil in der Bibel. Habe ich davon geredet, und so hat David seinen Schlätel. Keiner merkt ob, was er auf Teu merkt, keiner merkt was er ob merkt. Und so, das ist ein Bild von Autorität, ein Bild von Herrschaft. Sovereignty würde auf Englisch sein. So, das ist das, was alles regiert. Das, was heilig ist, das, was wahrhaftig ist, das, was alles regiert. Er hat aufgemerkt, keiner merkt er merkt und keiner merkt ob. Und so, das ist ein Bild von deren. Wir haben deren. Jesus sagt selbst, ich sehe die Weich, die Wahrheit und das Leben, und andere wieder, Jesus ist der. Und von der, wir wollen Luther das auch mal führen, wir wollen besonders mit den Ideen tun, von der, dass Jesus hat der Lösungsstelle aufgemerkt, und der kann keiner merken. Kein Land, keine Regierung, kein Prediger, kein Ältester, das ist der ist open. Von der, wenn wir auch mal nehmen, dann werden wir dort mit Dankbarkeit tun, wenn der ist open. Na, ich glaube, der war togen ein Tag. Und wenn Gott erst merkt, dann war er tot. Dann denke ich an die Arche. Noah ging in die Arche und Gott selbst merkte der tot und merkte aber auch auf.
En zo is het ook met onze Erlösung. En so hier haben wir einer, was sozusagen auf Davids in Thron satt, hat in Autorität. Das kommt her von Jesaja. Du hast die Idee, der Gott redet von einem Israeliter, von jüdischer König. Und die wird die Autorität und die wird die Herrschaft haben. Aber dort die kann nur Jesus. Wenn Jesus wird, über dem hat David in Thron satten. Und so von der aus Jesus beim Führer. Aber ich habe Glauben, er kommt zurück. Und der Thron wird in Jerusalem sein. Er wird regieren auf dieser Welt. Und so er hat den Schlätel. Und so das, was immer auf dieser Welt erreicht, wenn wir von deren reden, von der haben wir sozusagen Internet der. Und wir strahlen unsere Botschaften raus, das wir nu gerade tun. Wir tun Informationen am Internet an, an YouTube oder was immer Social Media anbelangt. Aber die Idee, die fängt an tot zu gehen. Und wenn wir uns nicht glauben, oder ein anderer wäre, wenn das der einzige Weg ist, wo wir das Evangelium rausblasen, die Idee, die ist tot. Und wir denken vielleicht immer so, okay, Internet, wir wollen immer du und sehen sie wieder, aber ich glaube nicht, da wir wollen. Von daher haben wir viel Rede von Cancel Culture. Das ist auch, was die Internet ihnen, Instagram oder YouTube oder was immer, das wird nicht von uns kontrolliert. Das wird von der Welt, wo ihr den Teufel ran kontrolliert. Und so dann nur fertige Botschaften rausnehmen, was nicht nur Geschmack nur hat, und so dass ein Weg von Information kontrollieren. Und so dort wird immer Dollar kommen. Und so wir haben das fertig, dass die Idee ist noch ein Land in wenn wir erreicht denkt, mit Musik muss man sich abpassen, wenn Copyright und all so eine Dinge, aber wenn wir uns nicht glauben, dass die Idee wird immer up sein. En weet je, dat is een weg waar ik leef, wo Antichrist, oder das ganze System von Antichrist wird Information kontrollieren in der Welt, der ich eng tiet. Und so, heute sage ich wieder, ich kann deine Worte. Und da haben wir in jeder Brief, sagt er, ich kann deine Worte. Und check, ich habe fertig eine offene Idee angestellt und ich kann die zu mir. Und so, das ist Zeug, die hat eine offene Idee, wo wir mit Luther von reden willst, du hast wenig Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verloren. Das sind Dinge, die von der drauf ankommen. Und wir haben auch bloß, können wir sagen, wenig Kraft. Wir sind eine kleine Zeug im Vergleich mit der Welt, nicht? Was ist unsere Kraft, really? Und unsere Kraft muss von Gott kommen, wir selbst haben keine Kraft. Er sagt, mein Wort bewahrt. Das ist ein von meinen großen Concerns. In unserer Welt von der, dass wir verdrehen die Bibel. Und merken die Dinge sein, was er nicht sagt, und bühren dort eine Theologie. Und so dort passiert viel in der Welt von der. Und das ist alle im Internet. Und so wir können das von der alle horchen. Die Idee wird wenn jemand gleich tot zu merken, aber das ist nicht uns. Dann sagt mein Namen nicht verlieren. Und das kommt immer wieder raus, dass weil Jesus sagt, wer mich verliehen hat, den wird ich auch verliehen. Oder das ist bloß ein sehr wichtiger Punkt. Dat is die Zeug. Die hat nicht viel Kraft, aber sie hat eine offene Idee. Dann weet je, das ist Staat, die wir eine Kriegslinie. Und das ist Staat, die Staat hat den Namen, die Staat, dass sie wären in, Englisch sagen wir in Conduit, sie wären sozusagen in Ruhe, von wo griechische Kultur und Sprach wird rausgeschoben in der Welt an. Wenn ihr Daniel lesen, dann findet ihr, dass Daniel hat einen Traum von Feuerregierungen. Und das ist Babylon, das ist das persische Reich und dann das griechische Reich. Alexander der Große. Und er nimmt die Welt an und sagt, harte Titel. Das ist ein wunderbares Ding, wenn wir militärisch non-checken. Aber sie hätten nicht bloß die Welt annehmen. Er braucht griechische Kultur und Sprachen an. Weet je, dat hat eine positive Seite, wenn aus Jesus kommt, als die Jünger, als Paulus rausging, das Evangelium predigen, dann kann er in der ganzen römische Reich in eine Sprache das Evangelium predigen. Menschen reden allerhand verschiedene Sprachen, aber die griechische Sprache, wie ein bisschen die Universal Sprache, von der aus Englisch ein bisschen steht. Die kostet meist gar nicht in ein Land kommen, wo nicht gewiss Englisch hast. Und so, wenn wir Englisch kennen, das ist ein gutes Ding, und jemand nicht so gut, wenn dann haben wir all die ersten Informationen in der Welt, das ist alle in unserer Sprache sozusagen. Aber hier, das ist Zeug, die hat eine offene Idee.
Und so der Staat hat oben der mit griechischer Kultur und Sprache, aber ich glaube, dass die Kirche hat oben der mit dem Evangelium. Und so von Ende ging das Evangelium mit. Paulus sagt in 1. Korinther 16, aber ich war in Ephesus blieben, bei Pfingsten wils eine große, erfolgreiche der ist mir aufgegangen. Und so Paulus braucht das Wort mehrmal, ich war nicht der Version Ola. Hier noch Dagen wird zu lang dienen, aber er redet fertig von oben der ist aufgegangen, der Herden, so eine Dinge Stadt. Und so dieser Stadt, der hat oben der. Er sagt wieder, check. Ich merke da, von dem Soton seiner Synagoge wohnen sie, und sie sind Juden und sind nicht, aber lehen, check, ich war an merken kommen, verdienen Feit anbeten und erkennen, dass ich die gelebt habe. Das Idee von den Soton seiner Synagoge, dort haben wir alle gehört und ein von den anderen Brief. Und so, das sind ein paar verschiedene Auslegungen über dort. Eine Auslegung ist, dass die Juden, sie waren Gott sein Volk und sie hatten das Alte Testament sozusagen, sie hatten das Gesetz und all das. Das spielt eine schrecklich große Rolle am Anfang in der Kirche. Und wir wissen von Paulus, zum Beispiel in der galatischen Gegend, die Juden von Jerusalem, und ich glaube, das waren Christen von der Kirche in Jerusalem, aber sie waren unter das gesetzliche System. Und so sie kommen und sagen, oh, jemand nach Mose in Gesetz und nehmen es nicht seilig worden. Und dort fällt Paulus nur durch sein ganzes Leben. Und wenn wir Kirchengeschichte studieren, dann wissen wir, dass die Kirche die dreht in Worten von Gnade waren Tränen Worten durch 1000 Jahre, mehr 1400 Jahre ungefähr. Und so das ist die Synagoge von Soton. So das einfach wurde was ausgelegt, dass das ein gesetzliches System, was in die Kirche anscheinend durch die Juden, die schauen dort immer, wenn sie können nicht den Unterschied verstehen von Gnade oder von Gesetz nur Gnade, das wir auch nicht kennen. Und so das einfach wurde was ausgelegt. Der andere Weg, und das ist vielleicht ein bisschen, in Englisch sagen, more controversial, aber das ist da sind, wo Christen verschiedene denken. Aber das scheint mir nicht an, all ganz von Anfang an, hat für viele, viele Jahre an, dass die Kirche ersatz das Judentum. Und all die Versprechungen, all die Regierungsversprechungen, Königreichversprechungen, da sind viel Prophezeiungen von einem Königreich, David, sein Thron, all diese Dinge, das alle ewig gehen nach der Kirche. Und so das jüdische Volk, dort hat seine Zeit und dort vorbei. Ich war Luther an eine Botschaft, wo wir dann mit dichter Bier noch checken. Aber some leiden, das steht aus, dass die Kirche hat sich selbst zu Israel gemerkt und hat die Prophezeiungen, all die Versprechungen angenommen. Und das wurde von Red. So, ich weiß nicht, selbst nicht krieg. Aber eigentlich weiß wir, dass wir in Juden immer waren, was je in die Kirche waren. Und so sie deuten immer versägende Botschaft amtandern. Und Paulus sagt zu den Galatern, sehr interessante Dinge. Er sagt irgendwann, irgendwer, sogar ein Engel vom Himmel, ein anderes Evangelium bringt, das was ich gepredigt habe, das ist verflucht. Das ist ein bisschen ein strenges Wort, aber das ist noch einmal Charakter. Weißt du, wenn wir eine Botschaft haben, wo wir Jesus, weißt du, das ist Kirche, was gelobt, dass sie Jesus nicht verloren haben. Sie haben seinen Namen nicht verloren. Wenn ich ein Evangelium predigen, was bei Jesus wird beilegt für Erlösung, das ist ein anderes Evangelium. Das ist ein Fluch ab. Und so dann flottert mir ein bisschen aus ein Prediger, aus jemand, der das Wort verkündigt, wo leicht, da wie bei Jesus wird beilein. Lutet kleid diesen, Hortrag, aber bei uns meine nicht, das ist immer üterlicher, was wir uns das Leiter so eine Dinge. Aber wir haben vielmal ein Evangelium, wo Jesus Nebensache ist geworden. Und das wird immer passiert. Wenn wir bei Jesus wird beilein, klein und wo jässlich dort schien zu sein, aber wir leihen bei Jesus wird bei, dann wird Jesus Nummer 2. Das ist das immer schafft. Das hat der ganze Kirchengeschichte immer so geschafft. Und so, diese Juden, sie wären gläubig zu sein an Gott. Durch ihr alttestamentliche System, aber eben sogar die christlichen Juden von Jerusalem, dort diet lang, was sie dort verstehen können. Aber heißt euch wieder in Vers 10, willst du das Wort von meiner Geduld bewahrt hast, oder das war die Idee, dass sie haben,
Evangelium bewahrt, wo auch die bewahren von der Versicherungssteuer, wo über die ganze Welt kommen wird, ob die zu proben, ob sie hier wohnen. So Jesus sagt, ich will wenn je mich beschützt haben, sozusagen, aber je haben mich nicht verloren, dann will ich nicht verlieren. Und ich will beschützen von der Versicherungssteuer. Das wird gewöhnlich so ausgelegt, besonders das ich dann ancheckt, dass das redet von der Triebsaltit. Ich will beschützen, ich will durchtragen. Ich lebe an der Entdeckung und ich lebe an, wie wirklich so eine Christen sind, die wirklich Jesus haben. Bloß wenn du in der Kirche bist und religiös bist und mitsingst, meint nicht, dass du aus der Triebsal in den Stich gehen. Aber der wird Jesus haben. Der wird wirklich Jesus haben. Und dann meine ich, der wird so und so eine gute Worte haben, aber der wird Jesus haben. Der wird ihn beschützen. Der wird sein Wort nicht verdreht haben. Der wird nicht verloren haben. Wir haben uns von Jesus geholt. Wir haben uns von sein Wort geholt. Und wir haben die Erlösung, die Öffnung, die angenommen, was er uns hilft. Und so wird die Rüteraden. Und so das ist ein Thema für Luther, aber ein paar Botschaften wieder, weil wir besonders von dort Thema reden. Weil so wird durch eine Entdeckungsandere so eine Dinge. Aber er sagt, ich will ihn beschützen. Ich will ihn bewahren von der Versicherungsstunde, die die ganze Welt kennt. Na, eine Ursache, wenn wir wissen, dass das Brief breiter meint als bloß Philadelphia, wenn wir in der ganzen Welt fährt, das ist nicht bloß eine kleine Kirche. Hast du nicht mit verbunden. Das meint die ganze Welt, die ganze Kirche in der Welt, so verstehe ich das. Aber er wird uns beschützen. Er hat die aufgemerkt. Und der bleibt oben. Er sagt wieder, check, er kommt schwinn, halt fast, was du hast, dass keiner deine Krone nimmt. Na, das falsch, den wird sehr arg gebracht in uns Mennonitentum fertig. Wenn wir haben das Idee, dass wenn du warst, du hast versprochen, bei der Kirche zu bleiben, oder halt fast, was du gelehrt hast, diese Art Idee, die habe ich in uns Mennonitentum, und das hat eine gute Seite an sich, aber auch eine sehr schlechte. Wenn man ich was anrichtet zu holen, aber ich halte mit Gewalt fast, dann gehe ich einen rechten Weg. Und ich glaube, so Menschen wollen verloren gehen, die eben von Gott leben und sie sind christlich abgewaschen zu sein, oder mit der Bibel abgewaschen, aber ich halte mich fast und eine rechte Lehre. Und so gehe ich in Verdorvenen, wenn das geht um Verdorvenen. So das ist sehr wichtig, wo wir das annehmen. Aber das Anfang von dieser Kirche, dass wir so eine, sie haben das Wort gehauen, sie haben Jesus nicht verloren. Und so sind wir eine Kirche, die sich an Jesus halten, was immer Druck durchkommt. Und ich glaube, das will wir festhalten. Wir haben auch von Kronen geredet, von den Belohnungen, die worden sind, für die, die festhalten, er wird hier auch so Dinge sein. Aber Jesus kommt bald, wenn wir nicht Jesus verlieren. Was immer du verlieren hast in deinem Leben, halt dich an Jesus. Glaub an Arm als Diener Leiser, nicht an deine eine Worte, oder wenn du noch nicht was die Kirche forschst, oder wenn die das so und so sitzt von Beten, aber halt dich an Jesus. Wenn er kommt, schwimmen, und er wird uns zurücktragen. Er sagt wieder in Vers 12, wer überwindet, wird ein Stern merken in den Tempel von meinem Gott. Ein Stern, das ist ein Bild von was fastet. Und er sagt hier wieder, keinmal rütgehen. So, ich war ein Stern, wird den Stern merken, die Gläubigen, die wollen ein Stern sein, die wollen niemals rütgehen. Und dann sagt er wird den Namen geschrieben von seinem Gott, den Namen von der Stadt und den Namen von Jesus. Die wollen auf die geschrieben sein, was da wollen in Ewigkeit sein, sozusagen, oder was wollen mit Jesus taub regieren. Und so, das ist ein Bild von Sicherheit. Du hast die hast aufgemerkt, keiner konnte es merken. Das ganze Brief ist ein Brief von Sicherheit, dass Jesus hat dir aufgemerkt. Und du hast keine Macht in der Welt, was die konnte merken. Du hast keine Macht in der Welt, was Jesus überwinden kann, oder was die Versicherung, oder die Erlösung kann bei einmal fortschmieden. Ich weiß, Menschen haben Angst, wo ich seilig worden, oder was die Fiend mir in den Hallen schmieden. Wenn du Jesus hast, dann brauchst du niemals Angst für dort. Wenn er steht, was der offene Deren hat den Schlädel, hat der aufgemerkt, keiner kann das merken, er merkt auch, keiner kann aufmerken. Er hat volle Herrschaft, ganze Autorität. Und das ist die Idee hier, dass wir waren mit am Taub. Wir sind ein Stern im Tempel von Gott. Das ist ein Bild von Sicherheit.
En stander des Fuß, des steht. Ik wil niemals meer uitgaan. China kon me uit den voor zijn hand uitrieten. Like ik wil vast zijn bij hem. En dan wil ik de noemes gaan. Wat immer de noemes zijn, wat immer dat, maar dat meint eendom. Wie verstaan dit in eigen? Bij ons is het veelmaal zo, dat de vrouw neemt de man zijn noem. Wenn de man is beter, niet? Dat is de idee. Dat is niet de idee, maar du bist identifiziert. Met een man, niet? We zijn identifiziert met een gewissen noem. En zo wanneer we zijn noem hebben, we zijn identifiziert met hem. Als we van Canada terugtrekken, dan moest mijn vrouw zich leren waar Cornelsen schrijven, wenn ze wie iemand wil. In Canada. En nu zijn we hier en ze vangen ik nu met te checken en ik zag dat ze nu post de arschelt op en nu ga ik waar mijn noem terug. En zo, dat klinkt een beetje als die vroege steen, niet? No, but I mean, that's plus spoos. But anyway, wie hat Gott zijn noem? Ik zie identifiziert met God zelfs, met zijn nieuwe staat en met Jezus zijn nieuwe noem. Wat immer dat allemaal wordt in de eeuwigheid. Maar wie zijn vast? Weet je, heeft der opgemerkt? En heeft der toegemerkt? En toen denk ik, dat ze dan heeft der verleiding opgemerkt, maar heeft der vermijnen verloren heeft toegemerkt. En dat kan geen dievel opmerken, geen prediger, geen mens wat der jemals opmerken, omdat ik was geen versuchung is ever groot genoeg, om der naar verloren heeft, waar opmerken, weet je hoe wenig, wenn God zelf heeft toegemerkt. En zo nou denk ik in archen aan God merkte der toe, en der denkt niet op wat God waar ze niet der op. Zo hij heeft autoriteit. Hij zegt wieder, wer een oor heeft, laat hem hier wat de Jezus zegt te de gemeenten. En hier wil ik je nur aufmerksam merken, dass er sagt, Gemeinden, das ist nicht bloß Philadelphia, Lebenswasser ist mit angeteilt. Und so für uns ist die Botschaft von der, dass wenn wir wirklich an Jesus leben, hat uns der aufgemacht. Wir als Kirche, wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, also der ist groß auf für evangelisieren, der ist groß auf für glauben, und ich glaube, der ja toll. Das will ich nicht mit grülen, aber die Zeit, die Welt, wo wir leben, dat gaat alle naar die richting, dat meer en meer christelijke dingen worden toegemerkt. En we zijn vandaag vele van de volken in de wereld van God uit de school nemen, uit de regering eruit, uit alles, alle God eruit leren. Eigenlijk, dat is een beetje de waarselijke wereld, idee was. Wanneer hij zegt dat hij wat die opmerken en niet kon toemerken, dat meint niet dat Lebenswasser wat immer existieren. I mean, je wouldn't gaan naar Europa voeren van jou. Van de grootste gebieden in de wereld. Dat zijn museums van jou. Du hast de geloven, de mensheid, dat is gestorven. Nou, dat is de dode kerk, vielleicht kunnen we zeggen. En zo willen we ons aan Jezus houden. Niet aan de kerk. Niet aan ons volk. En wanneer je dat mij verloten als prediger, dan sei je aber schrecklich schlimm bestellt. Ich sehe einen Mensch. Aber Jesus, hij is der, wat de opmerkt, hij is der, wat de toemerkt, hij is der, wat heilig is, hij is der, wat gerecht is, hij is der, wat werkelijk is, niet wat fake, niet wat onwerkelijk. En zo, we willen ons in Jesus houden. Nou weet je, dat heb ik bij ons gewezen, wanneer we deze kerken sozusagen in de Universitäten aanstellen, wat verken wordt, mij interessiert dat hij man weet. Maar deze kerk, de missionskerk, en ik wil leggen lang te vertellen van de laatste 200 jaar. In de laatste 50 jaar is dat zeer afgeteild. Daar gaan we niks nog met van reden. Maar de waarselijke kerk heeft zeer veel missionen gedreven. En dat is zeer interessant was, van we de geschichte, mij interesseert een geschichte van dit beet, dat ik de hashtag prayer meeting nannte, dat we Engels, maar aan de 1806, dan waren er 5 studenten in een school in de States in Massachusetts, en die troffen zich op een stab zum beten. En dan komt een gewitterschwak en die verkrüten ze zich onder een strooklampen, wenn das regnet und da kommt die Wetterschwach. Aber sie haben eine Gebetszeit besonders angedacht an
Und die Kirchen in Asienländer, also Indien, China und some von den Ländern. Und so von der Gebetszeit, wo 5 junge, und weet je, ich denke, veel van junge Menschen. Was ist ihr Ziel im Leben? Zu was hat Jesus uns hier? Was hält dem dort even, dass die hier sind? Das ist meine Frage. Was hält dem dort, dass wir hier sind? Aber das wären Studenten, junge Menschen, die haben taub zum Beten. Und von dort, die haben eine Missionsorganisation, die hat formal Namen gechanged über die Zeit, aber die haben Tausende Missionare rausgeschickt. Du sind so aus Hudson Taylor. Hudson Taylor ist ein bekannter Name, der Jim Carrey. Als ich in der Bibel schaue, wie Jim Carrey seine Geschichte gleich nicht, wenn er schlaft, seine Familie in Indien, sein Junge, ein paar von den Sterbenden, die früher, die gingen kaputt mit den Nerven, verschiedene Dinge waren da. Aber so viele Menschen sind rausgegangen in der Welt und haben die Bibel übersetzt und Sprachen und von der haben die Bibel ein Mess, alle Sprachen von der Welt, das ist noch nicht ganz fertig, aber weet je, du hast ein Mission-Movement rausgekommen für die letzten 200 Jahre. Das Evangelium ist verbreitet in der ganzen Welt in viele verschiedene Sprachen. Lauren und ich, wir sind für Jahre in eurem Mission gewesen. Das war wir mal hier in Mexiko getroffen und dort fängt an in den 1940er, vielleicht Utgangs 40er und 50er Jahren, dass sie anfangen Mission zu treiben, haben Missionaren gehabt über viele verschiedene Länder in der Welt. Und in Kanada, da sind so bis 80 Kirchen von der, wo du sind zurückgekommen. Und so die Frau ist von uns, go wie durch die Obne der. Weet je, wir haben eine Obne der. Und ich glaube, der ja auch. Ons Internet ist so ja unreliable. Und wenn wir gleichen dort, wir gleichen uns Phones wieder, aber dort geht immer alle danach. Da wordt bloß Beise da zijn. Dat Gouden wordt aufgeschnitten. Cancel culture. Da wordt gecancelt, da wordt uitgenomen. En we hebben ons niet verloren op ons Internet. Nou, wir gleichen Livestreaming und wie viele Menschen checken uns Leute und verschiedene Dinge, was wir rutschen. Und das ist eine gute Seite davon, aber das ist eine unreliable Seite. Aber der bleibt immer oben. Wir können immer mit Menschen reden. Wir wollen auch mal haben von der, und ich will besonders mit dem sagen, dass wir eine offene der. Jesus hat der Lösungsstelle für die aufgemerkt. Bist du all durchgegangen? Wenn du von der hier bist, du brauchst hier nicht sozusagen ein Glied sein oder hier even zu sein in der Kirche. Aber wenn du Jesus kennst, dann komm mit uns taub, weil wir zelebrieren von der, dass wir eine offene der an Jesus. Amen. Wir sind da durchgegangen. Weißt du, wir haben Gott sein Wort, wir haben eine offene der. Und so wir wollen, das Worship-Team wird ein paar Leute singen und die können die bloß kommen, wenn wir hier rein sind. Ich will mit ihnen zu beten, für das Brot, für das Wein. Aber wenn wir das tun mit der Idee, das Dankeschön, Jesus, du hast alle Autorität, du bist der, was herrschende, du merkst ob, keiner merkt auch. Und diese Erlösungsstelle, was für die aufsteht, der kann kein Mensch, keine Regierung, kein Teufel, kein Prediger, keiner kann das tun mehr. Und du kannst da durchgehen. Und Gott verspricht uns, wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich ewiges Leben, ich kann die Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Und ich konnte jeden Moment bereit sein, zum Jesus begegnen. Tag und Nacht. Du kannst den Kopf ganz frei am Kissen legen. Weißt du, Jesus sagt, Dankeschön für das, du hast aufgemerkt für mich. Und ich sehe rein. So kommt, nehmt teil, wir wollen ganz abzugehen lassen. Bloß durch die Leute, was das Worship-Team singt, weil wir in der Ferien kommen, weil wir das nehmen können, weil das trägen, nur jene steht. Und dann da für jene allein, mit jener Familie, die wird einmal das auch mal nehmen. Weil wir zu beten. Wird ihr Abstand dazu. Und zum Chauffeur, Dankeschön für den Charper geben, Dankeschön für den Blut geben. Dankeschön, dass wir eine offene der haben, nur die Erlösung. Und ich danke dir, Herr, dass wir von der nach hier können sein und wir können durch diese offene der gehen. Ich bete für jeder eine, was hier ist, was die nicht kennt, dass er von der wird sein Glauben ab dieser. Und wenn du hier bist und du kannst bloß Blick nur Jesus gehen, du kannst dann bloß sagen, Dankeschön für mich gestorben, für meine Sünden gestorben, Dankeschön für den Blut. Dankeschön für den Körper geben. Und wenn wir das Brot eten und Wein trinken, weil wir dann denken, dass Jesus seinen Körper und sein Blut, er möchte der oben, dass China konnte der tun.
Vi er varmt danken, du er for det, i Jesu navn. Amen.